I am pleased to congratulate the Music Unites Jamaica Foundation on the staging of the Jamaican-Austrian Felsted celebratory concert. The Jamaica National Group and the Honorable Earl Jarrett, Deputy Chairman and Chief Executive Officer, are happy to be associated with the work of the Music Unites Jamaica Foundation and this virtual concert. Music is an essential aspect of all human civilizations and has the power to affect us all emotionally, morally, and culturally. When people from one culture exchange music with each other, they gain valuable insight into another way of life. Therefore, this concert demonstrates how music can truly unite us as a people and two countries, with the music of our very own Jamaican composers played by Jamaican and Austrian musicians. There is no doubt that music has a way of increasing individual and group energy, breaking down walls and inspiring change. Once again, we congratulate the Music Unites Jamaica Foundation on its success in organizing this concert in recognition of the 220th anniversary of Jamaica's first documented composer, Samuel Felsted. The work of Peter Ashburn, one of our contemporary Jamaican composers, is also featured. Special thanks to Rosina and the team at Music Unites Jamaica Foundation for creating another opportunity to preserve and promote the history of Jamaica's classical music. I wish you all the best with your other projects. The Jamaica National Group looks forward to our continued collaboration as you work to document, preserve, and increase the awareness of Jamaica's long-standing musical heritage.
Ehrengäste, liebes Publikum, bestehend aus Musikliebhabern, Freunden und Familie. A big welcome to all the special guests from the government and the diplomatic corps in Jamaica, as well as all the music lovers, especially the students. We really wish to apologize that through the technical hiccups we started much later than we had hoped, so please forgive us. Es tut uns leid, dass wir ein bisschen später angefangen haben mit den technischen Problemen, die wir da haben aus der Welt räumen müssen. Ja? Ein herzliches Willkommen zu unserem interkulturellen und interkontinentalen Konzert. Ich bin Rosina Christina Moder und ich bin in Drössing bei Gnas aufgewachsen und zuerst in die Musikschule in Gnas gegangen. Habe aber dann in der Musikhochschule Graz bei Professor Unger Blockflöte studiert, anschließend auch an der Schola Cantorum Basiliensis und bei Professor Nikolaus Hanunkur am Mozarteum Salzburg. Ich bin glücklich zu sagen, dass Alice und Nikolaus Hanunkur mein ganzes Leben meine musikalischen Mentoren geblieben sind. Nun lebe ich aber seit 1985 auf Jamaika, wirke als Blockflötenpädagogin, wofür ich auch ein Lehrbuch geschrieben habe. Wenn man in den Fußstapfen vom Herrn Nikolaus Hanunkur sich bewegt, da kümmert man sich ganz natürlich auch um die musikalische Vorgeschichte des Landes. So habe ich im Jahr 1996 schon angefangen, die Werke vom ersten jamaikanischen Komponisten Samuel Felstedt auf Jamaika einmal schon bekannt zu machen. So haben wir jetzt gerade als Auftakt des Konzertes sein Voluntary Number 6 auf der Orgel von Franz Zebinger so wunderbar vorgetragen gehört. Franz und ich sind ja Südsteirer, er ist aus St. Peter am Ottersbach und war dazu noch mein Cembalo-Begleiter in der Klasse Robert Unger in der Kug. Und weiters noch ein Mitglied von meinem Barockensemble Pointeré in den frühen 80er Jahren. So now a little bit in English. Sorry for the long German introduction to my friends in Jamaica. We just heard at the beginning of the concert the voluntary number 6 by the first Jamaican composer Samuel Felstedt, so ably performed by the Austrian organist Franz Zebinger, who for the first time ever has recorded Samuel Feldstedt's 6 voluntaries at a Baroque church here in Styria. This YouTube recording is being launched today with this concert. Franz Zebinger hatte sich bereit erklärt, alle 6 voluntaries für Orgel von Samuel Feldstedt in der Marienkirche Gleisdorf erstmals in der Geschichte aufzunehmen. Und dies ist eigentlich die Ursache dieses Konzertes. Heute zur Wiederkehr des 220. Todestages von Samuel Felstedt ist heute zu veranstalten. Mit der Verlautbarung, dass diese wunderbaren Aufnahmen, diese 6 Orgelstücke, ab heute auf YouTube zu sehen sind. Wir danken deshalb sehr herzlich den Herrn Kommerzialrat Hans Roth von der Saubermacher Dienstleistungs AG für die finanzielle Unterstützung dieser Aufnahmen. Denn wie man sagt in der Steiermark, ohne Geld kein Musi. We are thanking so wholeheartedly our friend from Saubermacher Dienstleistung, Kommerzialrat Hans Roth, for the sponsorship of the recording of the 6 voluntaries. Because without the money, there's no music, we say here in our Patois. Okay? So bitte ich nun Herrn Kommerzialrat Roth, einige Worte an uns zu richten. Und noch einmal ein sehr herzliches Dankeschön, bitte Herr Kommerzialrat Roth. Also ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Es tut mir auch leid, dass es etwas zeitverzögert passiert ist. Weil ich heute hier bin, nicht der klassische Sponsor, der eine große Werbung sich für unser Unternehmen erwartet. Ich komme auch aus Gnas und ich war auch in der Musikschule, habe auch Flöten gespielt, nur meine Karriere hat sich anders entwickelt. Also ich habe es nicht geschafft, wie die Rosina, sozusagen in die Musikwelt einzutauchen. Zum Zweiten bin ich sehr froh, dass sie nicht mehr in Gnas wohnt, sondern in Jamaika, dass sie weit weg ist von mir, weil ich werde dann dauernd beschäftigt mit ihren Ideen, die in die Praxis umzusetzen. Ich mag sie sehr gern, aber das würde auch an meine Grenzen meiner Kräfte gehen.
nicht nur die psychischen, sondern möglicherweise auch die finanziellen. Und Professor Zewinger, den ich nicht so gut gekannt habe, aber der auch aus meiner Region kommt, aus St. Peter am Ottersbach, war übrigens auch ein großer Freund meiner Familie und des Saubermachers, Professor Wolkinger, der große Biologe in Graz, also auf der Universität auch herkommt. Und so war es eher eine Unterstützung aus Sympathie, hier zu helfen, obwohl Jamaika weit weg ist, aber Rosina Moder und Professor Zewinger sind sehr nah. Und es ist schon etwas Bedeutungsvolles, was mich dann auch ein bisschen inspiriert hat, eines jamaikischen Künstlers zum 220. Todestag, der heute sozusagen heute abends oder heute an diesem Tag zelebriert wird oder auch in Jamaika, hier eine Verbindung zwischen der Steiermark und einem sehr entfernten Land zu organisieren. Es ist nicht so fremd, weil gerade in dieser Zeit das Thema andere Länder, andere Völker eine ganz bedeutende Rolle spielt. Wir haben alle miteinander miterlebt, den Ungarnaufstand oder viele von Ihnen, oder ich zumindest. Wir haben viele miterlebt, den Krieg in Bosnien, in Ex-Jugoslawien und auch Menschen, die hier aufbrechen mussten und in ein neues Land gehen mussten. Rosina ist ja der Liebe wegen nicht, aber es hat sich dann ergeben, nach Jamaika gegangen. Und so möchte ich heute an diesem Abend auch an jene denken in der Ukraine, aber auch in vielen anderen Ländern dieser Welt, die uns nah sind, aber doch sehr fern sind und wo wir nicht so fühlen, obwohl Ähnliches passiert im Jemen und man könnte viele Städte aufzählen. So ist das auch ein Zeichen einer vielleicht doch weit entfernten Verbindung, einer Völkerverbindung. Und möglicherweise gibt es auch hier, ich hoffe, vielleicht ist der Krieg auch bald zu Ende, auch so etwas, ein völkerverbindendes Konzert mit der Ukraine, wo es ja viele jetzt Konzerte gibt, um zu helfen. Wir haben auch eine kleine Box aufgestellt, wir wären dankbar, eine ukrainische Familie in Jamaika zu helfen. Ich werde das auch noch unterstützen zusätzlich. Und so wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen einen wunderschönen Abend. Wie immer, Rosina organisiert was Großes, was Besonderes. Ich wollte was Bescheidenes haben, aber jetzt stehe ich halt hier bei etwas Großem und freue mich mit ihr und wünsche Ihnen allen angenehme Stunden, ein angenehmes Konzert und mit viel Inspiration mögen Sie von dieser wunderschönen Kirche, die auch oft des Öfteren meine Kirche ist, als Südoststeirer, wo wir alle sehr gläubig aufgewachsen sind und das bis ins hohe Alter uns erhalten haben. Und sage danke, dass Sie gekommen sind. Und Rosina, dir lieben Dank, dass du immer so kreativ bist und mutige Projekte angehst. Und Herr Professor Zewinger, hat mich sehr gefreut, auch gerade in dieser Zeit mit Ihnen etwas intensiver zusammen sein und hat mich sehr berührt, auch mit welch großer Freude und Liebe Sie dieses Werk eines fremden Künstlers in einem fremden Land so dynamisch und so mit großer Wertschätzung umgesetzt haben. In diesem Sinne Ihnen alles Gute und danke und noch auch Ihnen das Beste für Ihr Leben, für die Zukunft wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Meinem Freund, der bescheiden Heribert Schurz von Josef und Maria, der immer wieder, wenn ich was organisiere, mich unterstützt und immer da ist. Dir, Heribert, auch lieben Dank. Das natürlich auch die Musiker und alle, aber das machst ja du, das sind ja deine. Danke, Herr Kommerzialer Roth, herzlichen Dank. Nun möchte ich den jamaikanischen Bassisten Alvis Reed bitten, dass er kommt zum Mikrofon und die Grußworte vom Honorarkonsul von Jamaika, von Herrn Robin Lumsden, überbringen wird. The Jamaican bass player whom with Graz is home, Alvis Reed, will be presenting the greetings from the honorary consul here in Vienna, Robin Lumsden, a short greeting. Okay, thank you, Alvis, that you have volunteered to bring those greetings for us. Thank you. On behalf of the Jamaican community,
we welcome Jamaican music to the people of Graz, Austria. I am very pleased to have other genres of Jamaican music other than reggae to be presented in Austria. And I am proud of this event put together by the Music Unites Jamaica Foundation to expose Jamaican music composers to the world. I wish you well and greatest success, Robin Lumsden, Honorary Consul to Jamaica, of Jamaica to Austria. Thank you. Thank you, dear Aldis, thank you. And thanks to our Honorary Consul Lumsden. Und now wird für Sie das Streichquartett Cross Strings Graz die Komposition Jamaica Folk vom lebenden jamaikanischen Komponisten Peter Ashbourne aufführen. And now the string quartet Cross Strings Graz will perform Peter Ashbourne's composition Jamaica Folk.
Bravo, 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 bravo. Michael Leitner auf der ersten Violine, Nicolas Sanchez, zweite Violine, Thomas Sell, Viola, Katja Finzel, Violoncello. Dankeschön. Und jetzt schalten wir ganz schnell mal kurz nach Kingston, Jamaica, in die Kingston Parish Church. Good afternoon. Members of the government, diplomatic corps, the private sector, and the media, all protocols have been observed. Good afternoon once more. Further greetings are extended to all present at this concert, especially to the students of various schools from as far as the Happy Grove High School, all the way over in Portland. We welcome you. And may I also extend, yes please, let's give them a round of applause. Thank you so much for coming. And may I also happily extend a very warm greeting from Kingston to all music patrons present at the Maria Hilfe Kirche in Graz. Guten Abend nach Graz. We're kind of hedging there. My name is Joel Moder, and it's my pleasure to be your host at today's Jamaican-Austrian celebration concert. Now, without further ado, please allow me to invite Mr. Josef Forstmeier, the Austrian Honorary Consul General in Jamaica, to bring us greetings from the Austrian ambassador. Thank you. Thank you, Joel. Welcome. Good afternoon, friends. Guten Abend, liebe Grazer, liebe Österreicher. Ladies and gentlemen, I have the great pleasure to bring you greetings from the non-resident ambassador to Jamaica who resides in Ottawa, Canada. The opening remarks on behalf of Ambassador Silva Meyer-Kabic, Austrian ambassador to Jamaica. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as Austria's ambassador to Jamaica, I am pleased to forward to you my warmest greetings on the occasion of today's Austrian-Jamaican concert dedicated to the works of Samuel Felsted and Peter Ashburn, and featuring a performance by musicians from Austria and Jamaica, including Peter Ashburn himself. Music transcends national borders, connecting the hearts and souls of people. Today's concert is an excellent example of that. It is a privilege to celebrate our cultural and people-to-people ties with this joint initiative. This concert also pays tribute to a particular moment in the history of Jamaica. The year 2022 marks 60 years of Jamaica's independence. And it is 60 years since Austria recognized Jamaica as an independent nation. So congratulations, Jamaica. Let me express my sincere thanks to Rosina Christina Moder, who has been instrumental in bringing today's concert into fruition. I would also like to thank the Kingston Parish Church and the Maria Hilfe Kirche in Graz for hosting the concert. Enjoy the performance. Viel Spaß und einen schönen Abend. Sincerely, Magister Silvia Meyer-Kabic, Austrian ambassador to Jamaica. Thank you. For all of us who wish to hear, we shall
inspire us by day and night. Als nächstes Stück haben wir nun wieder ein Organ Voluntary vom Samuel Fellstedt, gespielt vom Herrn Dr. Phil Franz Sebinger auf der Orgel. Das ist die Organ Voluntary Nummer 1 in E-Moll, Largo Allegro. Franz Sebinger auf der wunderschönen Orgel der Kirche hier in der Maria-Hilfer-Kirche in Graz.
Franz Zebinger played for us the organ voluntary number 1 by Samuel Fellstedt, first Jamaican composer, in E minor, that was. Please remember that all 6 organ voluntaries are uploaded on YouTube as of today on the occasion of the 220th anniversary of the passing of Samuel Fellstedt. It was in the Kingston Parish Church where this concert is being in collaboration. Samuel Fellstedt was there, the organist at the Kingston Parish Church, and so his organ pieces are coming from Graz back home to the Kingston Parish Church. Diese Orgelkompositionen wurden von Samuel Fellstedt in der Kirche, in der Kingston Parish Church geschrieben. Samuel Fellstedt war der Organist in dieser Kirche von 1783 bis zu seinem Tode 1802. Das heißt, es ist eine schöne Reise heute, dass diese Orgelstücke gespielt von Franz Zebinger in der Mariahilferkirche zurückgesendet werden nach Jamaika, an den Ort des Entstehens. Das ist also schon, finde ich, ganz aufregend. Und sie sind auch auf YouTube ab heute dann zu sehen. Das nächste Stück auf unserem Programm sind die Variationen über das jamaikanische Volkslied Elena, komponiert im Jahr 1985 von Peter Ashburn. Peter hat damals bei meinem ersten Konzert die Violine gespielt. Und so während der Proben hat er gehört, wie ich Variationen vom Johann Jakob vom Eyck auf der Blockflöte geübt habe. Und das hat ihn dazu inspiriert, auch Blockflötenvariationen über ein jamaikanisches Volkslied zu schreiben. Ich möchte kurz auch anfügen, dass ich selber bei meinem letzten Konzert in Österreich im Jahr 1986 das Stück hinten im Minoritensaal gespielt habe. Ich war hochschwanger. Eine Woche später wurde mein erster Sohn geboren. Das ist eine ganz schöne Erinnerung, habe ich zu diesem Stück. Und heute habe ich doch die Ehre, eine meiner Starschülerinnen von der Musikschule Karlsdorf, wo ich nach meiner ersten Lehranstellung, dank von Professor Kaufmann in Gnas, unterrichtet habe, vorzustellen. Dort wurde mir die Anstellung von Professor Roland Geister möglich gemacht. Ich glaube, er ist im Publikum und ich bedanke mich heute noch dafür. Also, ich habe so eine tolle Blockflötistin damals als 10-jähriges Kind gefunden. Sie hat schon den Landeswettbewerb gleich damals gewonnen. Jetzt sage ich es noch kurz in English. Please forgive me in Jamaica to speak so much in German, please. The variations for record are based on the theme of the Jamaican folk song Elena, written by Peter Ashburn, is the next item on our program. Peter wrote this composition for me during the time when he performed the violin at my first concert in Jamaica in 1985 at the St. Andrew Parish Church. Today it will be performed by my former star student here in Austria before I came to Jamaica, Cornelia Slapper-Pilz, whom I taught in the music school near Graz, in the time when I was still a student here at the music university it's called KUG now, the University for Music and Performing Arts in Graz. Ich befürchte, dass mir die Einreise nach Jamaika verboten wird, wenn ich nun das Lied Elena für Sie singen werde. Im Lied Elena, im Volkslied, geht es um ein kleines Mädchen, welches mit ihrer Mutter aufs Feld gehen muss, mitgehen halt zur Arbeit, nicht, sagen wir so. Aber sie hat Bauchschmerzen bekommen. Und dann sagt halt die Mama, na geheim, Elena, geheim. Und dann kocht sie diesen typischen Bauchweh-Tee, der heißt Seracity, den alle Kinder in Jamaika hassen. Now in English, I'm more nervous. I feel I will not be permitted to return back to Jamaica if I sing. Oh my God. I still try, even if I'm not allowed to come back home. The other home. Okay, the song goes like this. Elena and her mama gonna go wrong. Elena start cry for her belly. Go home, Elena, go home, Elena, and boil Cersei for your belly. Go home, Elena, go home, Elena, and boil Cersei for your belly.
Felsted, organ voluntary number 3 in B-flat major, Franz Zebinger. Die nächste Komposition ist Peter Ashbournes Crystal Springs, wozu ich wieder das Streichquartett Cross Strings Graz einladen möchte, mit uns zu spielen, mit mir zu spielen diesmal, begleitet vom Bassisten Arvis Reed. Der Arvis hat ein bekanntes Gesicht in Graz, weil der Arvis hat bei der ERV lang gespielt. Und der Arvis spielt auch bei der Egon 7 Tanzband. Wenn es bei einem Fest seid, könnt ihr noch sehen. Der Arvis ist ein Allrounder und er hat uns ganz viel geholfen bei der Organisation von diesem Konzert. Der Luke Dixon, der Jamaikaner, hätte sollen am Keyboard sein, aber das ist jetzt nicht der Luke, weil dem hat der Covid erwischt.
So ist er liebenswürdigerweise mein Feldbacher, oststeirischer Pianist, Kollege eingesprungen, Alex Meister aus Öd bei Feldbach. Freue ich mich, danke. For the next composition, Crystal Springs by Peter Ashburn, I will be accompanied by, again, here now by the string quartet, Cross Strings Graz, as well as by the bassist Alvis Reed. He's well known in Jamaica. He's a graduate of the Jamaica School of Music, means the School of Music of the Edna Manley College. So let's hail him. He made a big, beautiful career here in Austria. He played with a very wonderful vintage band called EFO, so he's no stranger to Graz and to Austria. And thanks for helping us so much, by the way, yes? Okay, and Luke Dixon, who just started as well, assisted by the Music United Jamaica Foundation, with his studies at the Vienna Music Institute, but Luke is not well, and you know what he is not well for. We have a little uproar on the COVID here in Austria, so. But for him is Alexander Meister, he so happily has agreed to play for Luke instead of Luke. So we are playing the piece called Crystal Spring. It's a very meditative piece. It's from the CD by Peter Ashburn called Blind Man Swimming. It's on his CD. But zuerst möchte ich noch darauf aufmerksam machen, in German or in Deutsch, that we have a Spendenbox for Ukrainian family here on the back. And if you have a little extra, please give it. Because in English now, first we wanted to ask you all to allow us a minute of silence, remembering the unbelievable tragic events which our sisters and brothers in the Ukraine are undergoing. We would like to just be quiet for a moment. Wir möchten nun um eine Gedenkminute bitten, mit der wir unsere Sympathie dem ukrainischen Volk kundgeben möchten.
Absolutely wonderful. We now invite the National Chorale of Jamaica to perform for us the grand chorus of Samuel Felsted's oratorio, Jonah, which is, in fact, the first complete oratorio written in the Western Hemisphere. It was published in 1775 in England and only rediscovered approximately 50 years ago by Sister Mary Dominic Ray, an American music researcher. Christine MacDonald and John McFarlane are our soloists. Dwight McBean, the organist of this church, will accompany with the ineffable Mr. Winston Ewart conducting. Let us now hear the Jamaica Hallelujah.
Yeah, here we go. Here we have our friends here. And let us clap them. It's really special, and at the end we will also show after the organ piece. Let us ask Dr. Sebinger to play for us one more organ voluntary by Samuel Felsted, the organ voluntary number 4 in G minor. Dr. Sebinger wird uns jetzt das Organ voluntary in G-Moll noch spielen, und dann werden wir den Kameramann fragen, dass er auch unser Publikum nach Jamaika bringen kann.
Danke, Herr Franz Zebinger, für diese wunderbaren Interpretationen. Man kann sich nicht vorstellen, dass das jamaikanische Musik ist. Isn't it hard to imagine that is Jamaican music from the late Baroque period? Please be proud, Jamaica. Please be proud. We have now shared this wonderful evening together between two continents. I mean, sometimes I thought I was a little insane to even try to do this. Am Anfang habe ich gedacht, ob ich ein bisschen verrückt bin, dass ich diese Idee wollte durchziehen. Aber es ist uns gelungen, ohne einen Stromausfall und dass wir halt ein bisschen später angefangen haben. We made it. No power cut. No, I mean, aren't we proud? Let us just congratulate everybody who made it possible. It was a concert experience with a difference. Es war mal ein anderes Konzert. Und das hat irgendwie Covid uns aufgehalst. Ja? Das war ein bisschen von Covid beeinflusst. Und jetzt sage ich mal, the vote of thanks, ich werde nicht so lang sprechen, aber einmal in Englisch. On behalf of the Music United Jamaica Foundation, we wish to sincerely thank all who made this musical adventure possible. To name all would take too long, so please be so kind and read at the back of the program the list of all those wonderful individuals and companies who made it possible, yes? But first and foremost, I need to wish to thank all the performers for tonight here in Graz and in Jamaica. Let us congratulate and thank all the performers. We need to also thank both churches who hosted us, Reverend Louis Hurst in Kingston and Pater Petru Farkas here in Graz. Sincerest thanks to our busy production team in Jamaica, Janine Pooms, Maxime Brown, Alicia Odega Richards, Joel, Jeremy Moda, Peter Ashbourne. We thank you, and the Visual Deck company in Visual Deck Solutions crew in Jamaica. I also wish to mention that with our initiative, both compositions by Samuel Felstedt, the Oratorio Jonah, and the 6 organ voluntaries are also available to buy online in the company called Music Ornaments by our friend Manfredo Zimmermann, who studied with me in Graz here. He's Argentinian German, and he has been so kind to put all the compositions from Felstedt now online. So it is online available for Jamaica and for the world. Yes, that is a big achievement, I feel. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei allen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Um alle zu nennen, wäre nicht genug Zeit, so bitte lesen Sie die Rückseite unseres Programmes. Ja, danke. Trotzdem möchte ich allen Sängern und Musikern herzlich danken, sowie beiden Kirchen, besonders Reverend Louis Hurst in Kingston und Pater Petru Farkas hier in Graz. Auch hier bedanke mich noch einmal bei Herrn Kommerzialrat Roth mit seinem Saubermacher-Team, bei Dr. Franz Zebinger, bei Alves Ried und bei der Glue-Crew, Michael Feichtinger, beim technischen Team hier für alles, was wir jetzt so sehen und hören und teilen haben können mit Jamaika. Leider konnte unser Kollege Manfredo Zimmermann nicht hier sein, denn ihm gilt auch viel Dank, da auf seiner Website beide Werke vom Samuel Felstedt zum Verkauf veröffentlicht hat unter Music Ornaments. Also das ist schon eine Errungenschaft. Diese Werke waren vorher nirgends erhältlich und nirgends hörbar. Jetzt haben wir es auf YouTube und jetzt kann man es auch kaufen. Also wir sind einen kleinen Sprung weitergekommen. Ich bedanke mich auch herzlich bei Ihnen für die Geduld, fürs Zuhören. Und jetzt gebe ich noch weiter nochmal nach Jamaika und einen kleinen Vote of Thanks von Jamaika. Ich bedanke mich herzlich. Allow me to express a warm welcome to you for supporting this lunch hour concert here at the Kingston Parish Church and to celebrate 60 years of diplomatic relations between the countries
of Jamaica and Austria. It is to be noted that this is also the 220th anniversary of the passing of Jamaican composer Samuel Felsted, who composed a number of pieces while he was organist of this church. This 327-year-old church, located in the heart of the city, is home to many historical artifacts and has continued to be the site of many events of national significance and many musical concerts. We are happy that the Kingston Parish Church was chosen to host this musical event. We give God thanks for the gift of music, for the inspiration given to those who compose it, and for the skill and devotion of those who perform it, so that it may enrich our lives and provide joy. Let me commend Mr. Peter Ashburn, our contemporary composer, Rosina Mudder, and the team from Music Unites Jamaica Foundation, the technical team and the artists in Kingston and Graz, and you who have supported and sponsored this lunch hour concert. Thank you. Das war ein neues Kirchenlied, geschrieben von Peter Ashburn, der zufällig auch mein Mann ist. Es hat geheißen Thanksgiving. Wir sagen Dank. Es war ein Danksagungslied, ein ganz neues Lied. Und wir haben ja den Jamaikanern versprochen, dass wir das Publikum hier zeigen, ja? Das österreichische Publikum in Graz. So spiele ich schnell ein jamaikanisches Volkslied, das heißt Feel Me Love with Lionheart. Das habe ich noch damals für den Herrn Hanunkur gespielt, wie ich den Hanunkur-Preis bekommen habe. Feel Me Love with Lionheart, strong and everlasting, only for you.